In unserer Predigtserie «Liebst du dich?» befassen wir uns mit einem aktuellen, mit einem wichtigen, aber auch ein bisschen mit einem umstrittenen Thema, vor allem in den Kreisen, wo wir uns bewegen, nämlich mit der ein bisschen provokativen Frage: Liebst du dich? Oder wie wir im ersten Teil gehört haben, ganz persönlich, liebe ich mich? Es ist ein Thema, wo wir schnell natürlich dann Sachen aus dem Sinn kommen, wie zum Beispiel Selbstverliebtheit oder Egoismus, und um das geht es in dieser Serie nicht. Es geht auch nicht um die Selbstoptimierung, darum, dass unser Leben immer schneller und grösser und besser werden sollte, sondern es geht um etwas gegen innen zu schauen, in unser Leben, in unser Herz, in unser Innere, uns selber wahrzunehmen mit unseren Stärken und Schwächen, so wie wir sind, und anfangen, Verantwortung zu übernehmen für unser Leben. Und das Thema Verantwortung für das eigene Leben übernehmen, das ist eines, was mich schon seit längerer Zeit beschäftigt. Ganz besonders dunkt es mich so in den letzten 3/4 Jahren, wo ich mich viel mit diesen Fragen befasst habe. Und so ein Satz, ein Ausdruck, der begleitet mich seit langer Zeit. Und das ist: Du bist der einzige Mensch, den du verändern kannst. Oder wenn du dir selber sagst, ich bin der einzige Mensch, den ich verändern kann. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ein Typ, der schon in der Tendenz schneller beim anderen sieht, was er alles falsch macht, als bei mir selber. Wo manchmal ich versucht, die Gründe für das, was nicht so gut läuft in meinem Leben, für dort, wo ich Schattenseiten habe oder unzufrieden bin, beim anderen zu suchen. Bei der Ehefrau, beim Chef, bei den Kindern, bei den Umständen, bei was auch immer das ist. Und eigentlich zu sagen, ja, ich kann ja eigentlich nichts dafür, weil Pünktli. Oder so ein Spiel, wo unsere Kinder super beherrschen, ist nämlich der Streit, wer das angefangen hat. Also alles, was ich mache, ist ja nur eine Reaktion, weil du hast ja zuerst, aber der hat zuerst, und die können wirklich dann 10 Minuten lang hin und her sich gegenseitig sagen, wer zuerst dran war, wer angefangen hat, nein, du hast mich gestöckelt, nein, du hast mir das gesagt, nein, du hast das gemacht. Und so geht es dann hin und her und alles eigentlich nur darum, weil es einem so schwer fällt, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und so bin ich das am Eintrainieren, manchmal mit mehr, sehr oft mit ein bisschen weniger Erfolg, reif zu handeln, reif umzugehen. Und reif zu handeln heisst, ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Tun, für mein Sein, was ich bin, und sage, das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Und da erinnern wir uns zurück an den ersten Teil von dieser Serie, wo wir gelernt haben, dass Gott uns mit der Schöpfung auch den Auftrag gegeben hat, unser eigenes Leben, unser eigenes Handeln zu steuern und Verantwortung zu übernehmen. Und falls ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, kann ich euch wärmstens Bücher von Thomas Harry empfehlen. Es gibt eins, das heißt «Von der Kunst, sich selbst zu führen». Oder es gibt eins, mein Lieblingsbuch, «Die Kunst des reifen Handelns». Unglaublich gut. Das hilft einem, so Einsichten zu gewinnen und zu lernen, reif und verantwortungsvoll umzugehen. Aber schauen wir doch nochmal zurück auf einen Vers, wo das so zusammenfasst. Der Auftrag, wo Gott uns gibt, aus dem Galater 6, 4-5, wo es heißt: Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber auch keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Gell, da sieht man es dann, wenn man in den Spiegel hineinschaut. Beides, Schöne und auch das Schwierige. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. In dem Galaterbrief, vor allem in den Kapiteln 5 und 6, dort geht es sehr stark um das. Um unser Wachsen, um unser Reifen als Menschen, um das, was ein Leben ist, das in dem Ebenbild von Gott ist, wo Gott entspricht in seiner Wesensart oder eben nicht. Und dass Gott uns durch seinen Geist möchte befähigen dazu, ein Leben zu führen, das blüht. Ein Leben zu führen, das in der Fülle von dem Leben, das Gott uns versprochen hat, kann unterwegs sein. So ein Traum, den wir als Menschen gerne mitträumen. Und wenn wir uns so Gedanken darüber machen, was es braucht, dass unser Leben aufblühen kann, dann gibt es sicher einen Vers aus dem Alten Testament, der einem schnell in den Sinn kommt. Vor allem, wenn man sich ein bisschen mit der Bibel beschäftigt hat. Es ist ein Spruch aus den Sprüchen, aus dem Kapitel 4, wo das Thema aufnimmt, davon, wie das Leben eben zum Blühen kommen kann. Und es heisst dort im Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das, was das Leben zum Blühen bringt, das, was das Leben ausmacht, sagt die Bibel, entspringt aus unserem Herz, aus unserem Menschsein daraus heraus. Wenn wir uns also fragen, wie wir als Menschen aufblühen können,
dann lohnt es sich sicher beim Herz genau anzuschauen. Und den Auftrag zu hören, aufzunehmen und umzusetzen in seinem Leben hinein. Auf sein Herz zu achten. Es wahrzunehmen. Sich ums Herz zu kümmern. Das Herz zu versorgen. Das Herz zu beschützen. Das Herz zu pflegen und das Herz in eine bestimmte Richtung hineinzulenken. Das sind alles Aufgaben, die in dem Behüten und Bewahren von unserem Herz drin hineinkommen. Und wenn wir uns mit diesen Themen, mit diesen Aufgaben auseinandersetzen, dann merken wir, es hat ganz viel so Sprache, die von der Pflege von einem Garten abgeschaut ist. Wie Adam und Eva den Auftrag bekommen haben, den Garten zu bebauen, zu bewahren, zu pflegen, so haben wir den Auftrag als Menschen bekommen, unser Herz zu pflegen, Acht zu geben darauf, wer wir sind. So anzuschauen, uns selber wahrzunehmen und vor allem auch Schritte zu unternehmen, um unser Leben in eine bestimmte Richtung hineinzulenken. Einige Übersetzungen übersetzen das Wort, das da steht, mit Gedanken und Gefühle. Und das ist ganz bestimmt ein wichtiger Teil davon. Wenn wir an Herz denken oder das Herz pflegen, dann kommen wir uns gerade so emotional-seelische Anteile von unserem Menschsein in den Sinn. Und man könnte das sicher zusammenfassen mit Gedanken und Gefühl. Aber wenn wir in die Bibel eintauchen und schauen, wie das Wort verwendet wird, im Alten Testament, im Neuen Testament, dann merken wir, dass die Autoren von der Bibel nicht einen Unterschied machen zwischen dem innerlich-emotionalen Anteil und dem körperlichen. Das Wort das Herz umfasst unser ganzes Menschsein. Wir als Menschen komplett in unserem ganzen Sein. Es gibt in dem hebräischen Denken keine Trennung von verschiedenen Anteilen, sondern all die verschiedenen Aspekte von unserem Menschsein sind verknüpft miteinander. Sie interagieren miteinander. Man sagt ja heute auch psychosomatisch oder wie man denn das verteilen untereinander sagen, das hebräische Menschenbild. Das Menschenbild vom Alten Testament, vom Neuen Testament, von der Bibel, das sieht der Mensch als Gesamt. Mit all seinen körperlichen, seelischen, emotionalen, geistlichen Eigenschaften, die da drin sind. Wir können auch lesen aus dem Bibelkund vom Alten Testament von Martin Rösel, so bezeichnet etwa das Wort Herz sowohl das Organ als auch die Brust im Ganzen, dazu auch die Emotion, als Vergleich das Herzklopfen, Wunsch oder Wille, sich ein Herz fassen und das Denken etwas beherzigen. Also auch in unserer Sprache merken wir, dass der Begriff Herz unser ganzes Menschsein mit all diesen Aspekten, die uns als Mensch ausmacht, kennzeichnen wird. Und sein eigenes Herz zu bewahren, ihm gut zu schauen, sich darum zu kümmern, bedeutet unserem ganzen Menschsein gut zu schauen. Sich um all die verschiedenen Aspekte zu kümmern, seine Balance zu behalten und ihnen Sorge zu tragen. Jetzt gibt es da in dieser Bibel unzählige Geschichten von Menschen, die mit Gott unterwegs waren, die alle den Auftrag hatten, oder vielleicht müsste man sagen, hätten, ihrem Herz gut Sorge zu tragen. Und doch sehen wir viele Geschichten davon, wie die Menschen da drinnen gescheitert sind und wie es ihnen nicht so gut gelungen ist, das so zu machen. Und wie Menschen in unterschiedlichen Aspekten von ihrem Leben es nicht so ganz auf die Reihe gebracht haben. Wenn wir also den Auftrag ernst nehmen wollen, brauchen wir ein bisschen Support und Unterstützung von Gott. Wir sehen da drinnen, wahrscheinlich auch in unserem Leben, dass es ganz schön schwierig kann sein, sein eigenes Leben so verantwortungsvoll zu gestalten, so unterwegs zu sein und dass wir immer und immer wieder versagen im einen oder im anderen Bereich. Und wie gut ist es zu wissen, dass die Bibel eine gute Nachricht hat für uns. Dass Gott der Gott ist, der das weiß und der das sieht und wo uns zur Hilfe kommt. Und so können wir stellvertretend im Hesekiel lesen für den Wunsch, wo Gott wollte, durch Jesus in die Welt hineinzubringen. Das heisst nämlich dort vorausschauend, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Wenn wir den Auftrag in unserem Leben wahrnehmen wollen, schaffen wir das nicht allein. Dann brauchen wir Hilfe. Wir brauchen die Hilfe und die Kraft, die Unterstützung vom Heiligen Geist in unserem Leben hinein. Dass Gott selber an uns wirkt. Und das ist das Geheimnis vom Unterwegssein mit Gott. Dass wir es aus eigener Kraft nie schaffen werden. Dass Gott aber ohne unser Mittun auch nicht einfach uns aufzwingen wird.
Und das sind die zwei Seiten. Ohne Gott schaffen wir es nicht, aber Gott macht es nicht, wenn wir es nicht selber auch wollen und uns nicht selber auch darum kümmern. Und darum ist der Ruf in unser Leben, in unsere Mitte, in unsere Kirchen hinein. Lass uns unser Herz, unser Leben immer wieder vor Gott ausbreiten. Einen ehrlichen Blick in den Spiegel hineinwerfen. Gott zu uns reden lassen und vor allem Gott uns helfen lassen dabei, verantwortungsvoll mit unserem Leben umzugehen. Vor ein paar Tagen, etwa 2 Wochen ist es her, bin ich natürlich ein bisschen sensibilisiert auf das Thema und auf dem SRF-App beim Durchscrollen über einen Artikel zum Thema Selbstfürsorge, Selbstliebe gestoßen. Natürlich habe ich das gerade lesen und in diesem Artikel redet die Psychologin und Psychotherapeutin Sandra Filioli-Hofstetter über Selbstfürsorge. Und auch sie fasst dann abschliessend das Thema mit dieser biblischen Weisheit zusammen: Lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und sie beschreibt dort drin, aus dem psychologischen Hintergrund, den sie hat, 5 Ebenen von der Selbstfürsorge. Sie hat das als ganzheitliches Verständnis vom Menschsein. Sie sagt, Selbstfürsorge, sich um sich zu kümmern, Verantwortung für sich zu übernehmen, ist nicht einfach nur eine emotionale Sache oder eine Sache vom Denken, sondern ist etwas Ganzheitliches, wo all die verschiedenen Aspekte von unserem Menschsein umfasst. Gerade so, wie es die Bibel in dieser Verwendung von dem Begriff Herz auch denkt und sagt. Und so finden wir die verschiedenen Aspekte, die da beleuchtet werden, auch an verschiedenen Stellen in der Bibel immer und immer wieder. Die Sachen, die sie aufschreibt, sind der Körper. Teil von unserem Sein ist, wir sind ein Körper. Wir Menschen haben einen Körper, wir sind ein Körper, ist Teil von unserem Sein. Und Gott will, dass wir unserem Körper schauen, dass wir Ruhephasen einplanen, dass wir Sorge tragen, zu dem Tempel vom Heiligen Geist, wie es heißt im Neuen Testament. Das heisst, dass man sich überlegt, was kann ich tun, was soll ich tun in meinem Leben hinein, in Bezug auf meinen Körper? Wo ist es vielleicht dran, dort anzufangen und zu sagen, ich schaue, dass ich genug geschlafen habe. Ich schaue, dass ich Zeiten habe, einen Tag in der Woche, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich runterfahren kann, wo ich nicht gehetzt werde, wo ich mich vielleicht sportlich betätige oder Sachen angehe oder wo ich mir ein bisschen Entspannung gönne. Ein weiterer Aspekt sind Gefühle. Ich mich fragen, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Was sind gute Emotionen? Was sind schwierige Emotionen? Wo haben die wie Platz in meinem Leben hinein? Freude, aber auch Trauer. Wie gehe ich mit Ärger, mit Wut um? Mit Zorn in meinem Leben hinein? Wo hat das Platz? Aber so, dass es nicht ausufert. Sich selber auch zu fragen, was tut mir gut? Was sind Sachen, Aktivitäten oder Menschen, die mir gut tun? Eine andere Ebene ist der Verstand. Im Verstand geht es viel um unser Denken und wenn wir uns selber lieben wollen, sicher auch sehr viel darum mit diesen Selbstgesprächen, die wir führen. Die sind so kraftvoll. Die Sachen, die wir uns selber sagen, wie reden wir über uns? Mit Festlegungen, wo wir uns selber sagen, ach, ich bin halt so. Oder du Double oder was auch immer, wo man sich selber doch so schnell sagt, hättest du doch sollen, solltest du doch. Aber auch, wie denke ich über andere Menschen, wie denke ich über Situationen? Und die Frage, übernehme ich Verantwortung für das, was in meinen Gedanken abgeht? Oder lasse ich das einfach so unkontrolliert seine Richtung nehmen? Ein weiterer Aspekt ist soziale Interaktion mit anderen Menschen. Was für Leute sind um mich herum? Mit wem umgebe ich mich? Und was für einen Einfluss haben diese Leute auf mein Leben? Wie prägen sie mich? Wie präge ich sie? Was sind Beziehungen, die mir gut tun? Die mir helfen, dass mein Leben aufblühen kann, die mir helfen, mich selber in einem gesunden Licht hineinzusehen. Nicht selbstverliebt, aber auch nicht selbstverurteilend. Und sich vielleicht auch zu fragen, bei welchen Beziehungen ist es auch dran, zu mal sagen, hey, ich glaube, jetzt braucht es ein bisschen mehr Distanz. Jetzt will ich mich da ein bisschen abgrenzen von Einflüssen, die mir nicht gut tun. Und wo geht es darum, sich auch ganz bewusst wieder in die Gemeinschaft hineinzugehen, gerade in die christliche Gemeinschaft, und zu sagen, ja, wir Menschen sind von Gott geschaffen zur Gemeinschaft. Und wo ist es dran, den Challenge anzunehmen und zu sagen, ja, ich gebe mich ganz bewusst dann einmal wieder drin rein, zum Beispiel in eine Small Group oder in eine Passion Group, und umgib mich mit Leuten, die mir eben gut tun, die mit mir gemeinsam unterwegs sind in meinem Leben. Und im 5. Bereich, ich glaube, ganz ein entscheidend wichtiger Bereich, Spiritualität. Das sind alle Formen von der Begegnung und Beziehung
mit Gott. Das kann ganz unterschiedliche Facetten haben. Es kann zum Beispiel eine Form sein, ganz bewusst Dankbarkeit zu praktizieren. Das ist so etwas Entscheidendes in unserem Leben. Mit Gott auf sein eigenes Leben zu schauen und zu sagen, für was bin ich dankbar? Wo sehe ich das Segen von Gott in meinem Leben? Über was freue ich mich? Was ist gut da drin? Und sich einem das vor Augen zu halten. Oder bei Gott können seine Sorgen abzuladen. Oder die Beziehung zu Gott zu pflegen. Seine Gedanken über mein Leben zu entdecken. Zu sehen, was er denkt, wenn er mich anschaut. Wenn er mit meinen schönen Seiten möchte umgehen, was er schätzt und wo ich mit ihm zusammen mich noch verändern in eine andere Richtung. Es sind 5 Ebenen und es geht jetzt da nicht um eine abschliessende Liste. Es geht auch nicht um eine Checkliste, wo man dann von oben nach unten alles abhäkeln muss, sondern um den Gedanken, wenn es geht, um sich selber zu sorgen, für sich selber da zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Wie sieht das aus in verschiedensten Aspekten und Bereichen von meinem Menschsein? Da ist alles eingeschlossen. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist vielleicht die, zusammen mit Gott im Gebet. Welcher Bereich braucht besonders Aufmerksamkeit im Moment? Ist es vielleicht der Körper? So das Gefühl ist, du bist emotional, dauernd gestresst und gehetzt. Du tickst schnell aus. Du vergreifst dich etwa mal im Ton. Aber die Ursache von diesem Problem ist eigentlich an einem anderen Ort. Dass du zu wenig Ruhezeit in deinem Leben hast. Dass das Leben dich durchhetzt. Vielleicht wäre es dran, einmal einen Moment einzuplanen, wo du sagst, hey, da fahre ich oben runter, da richte ich mich neu aus, da entspanne ich mich einmal, ganz bewusst. Vielleicht sind es Beziehungen, vielleicht ist es Spiritualität, wo du sagst, ich brauche mehr Zeit mit Gott als Fenster, wo ich mich vor Gott öffnen kann, damit er mir, meinem Herz, meiner Seele, meinem Sein gut tun kann. Und das wirkt sich dann auf alles aus. Um was solltest du dich kümmern, damit dein Herz gesund und vital und lebendig ist? Oder vielleicht auch eine Frage, die man sich stellen kann, wo brauche ich die Hilfe vom Heiligen Geist ganz besonders? Ist es in der Weisheit, wo das meine Aufmerksamkeit drauf gehen sollte? In der Willenskraft? Das eine ist, sich etwas vorzunehmen, das andere ist dann auch umzusetzen. Ihn zu bitten, ums Gelingen dort drin. Oder um den Durchhaltewillen. Zum Schluss von unserer Serie gehen wir nochmal in das Badzimmer, das uns da begleitet. Das Badzimmer als Ort, wo man Zeit verbringt, wo man sich selber anschaut, wo man seine Geschäfte erledigt, welcher Art auch immer das sie sind. Und wir haben schon verschiedenste Aspekte von diesem Badzimmer kennengelernt in den vergangenen Wochen. Und heute geht es nochmal um einen. In diesem Badzimmer machen wir nämlich einige Sachen, die relativ unspektakulär sind, auf den ersten Blick. Sachen, die nicht mega viel Anstrengung brauchen, aber die ein riesiges Potenzial haben. Zum Beispiel Zähneputzen. Jeder von uns, oder die meisten nehme ich einmal an, putzen ca. 3 Mal im Tag, ca. 2 Minuten ihre Zähne. Meistens im Badzimmer. Und die grosse Frage, die sich stellt, ist, was passiert, wenn wir mal nicht Zähne putzen? Nichts. Was passiert, wenn wir nie Zähne putzen? Relativ viel. Wahrscheinlich kommen wir Karies über und dementsprechend dann eine relativ grosse Rechnung von unserem Zahnarzt. Und so machen wir das etwa 3 Mal am Tag. Eine Aktivität. Ein kleiner Schritt. Auf der Seite auch noch ein bisschen. Zwischen den Zähnen ist es relativ speziell. Wir putzen unsere Zähne. Ein kleiner Schritt mit einer grossen Wirkung. Und du kannst jetzt das übertragen auf alle Aspekte. Beziehungspflege mit Menschen. Was passiert, wenn du dich nicht meldest, einmal bei einem guten Freund oder einer guten Freundin? Nichts. Was passiert, wenn du dich nie meldest? Die Beziehung wird wahrscheinlich austrocknen irgendwann. Die Lebendigkeit, die Vitalität wird nicht mehr da sein. Was passiert, wenn du einmal einen schlechten Gedanken über dich selber denkst? Nichts. Was passiert, wenn du nie gute Gedanken über dich denkst? Wahrscheinlich wird dein Herz, dein Innere wird verkümmern. Wahrscheinlich werden die schlechten und negativen Sachen oder die Umstände, die um dich herum sind, alles bestimmen, wer du bist und was du machst.
Wenn wir in unserem Glauben unterwegs sind, wenn es darum geht, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, dann geht es nicht darum, perfekt zu sein. Vielleicht geht es dir gleich wie mir. Ich nehme mir auch so im Jahreswechsel Sachen vor. Und ich sage dem Jahr, will ich einen besonderen Fokus auf etwas legen. Und meistens, ihr kennt es, nach ein paar Wochen, nach ein paar Tagen ist es vielleicht in den Hintergrund treten. Und jetzt kann man sagen, es bringt ja eh nichts, lass es uns doch sein. Aber ich glaube, das Geheimnis liegt an einem anderen Ort. Das Geheimnis liegt nicht in der Perfektion, sondern in der Konstanz. Im Dranbleiben an diesen Sachen. Ein Zähneputzen. Und wie wäre das, wenn du einmal vergessen hast, Zähneputzen am Abend und nachher würdest du sagen, weißt du was, ich lasse es gerade ganz sein, wenn ich es einmal vergessen habe. Aber wie oft machen wir das? Weil wir unzufrieden sind mit Sachen. Weil wir für uns vielleicht vorgenommen haben, regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen, und wir schaffen es nicht. Wir vergessen es einmal und denken wir also, komm, Schien und Stress bringt eh nichts. Oder vielleicht einen neuen Rhythmus einzutrainieren. Rechtzeitig ins Bett zu gehen, dass wir den Tag durch Energie haben. Nicht so viel Medienkonsum. Eines von meinen Zielen, die ich habe, das Handy mal ein bisschen weglegen. Und so habe ich letztes Jahr in der Fastenzeit ein Time-Limit rein da, Viertelstunde für alle Social-Media-Aktivitäten. Das Schöne ist, beim iPhone, es erinnert einem dann, kannst du 15 Minuten verlängern, oder? Aber wenn es einmal ganz schlimm ist, kannst du auch den ganzen Tag, oder? Und es geht nicht darum, ob es mir immer gelingt. Es geht nicht darum, sich zu knechten unter diesen Sachen. Sondern es geht darum, gesunde Sachen, Rhythmen, Gewohnheiten in sein Leben reinzunehmen. Sich zu kümmern um sich selber und zu sagen, ich bin verantwortlich dafür, wie es mir geht. Und wenn ich dauernd ausraste daheim wegen allen kleinen Sachen, dann ist das nicht das Problem von meiner Frau. Und es ist auch nicht das Problem von meinen Kindern, sondern es ist mein Problem. Und ich muss aufhören, die Schuld immer bei den anderen zu suchen. Und sagen, ich bin der, der mich verändern kann. Und egal, was die andere Person macht, ob sie es akzeptiert oder wertschätzt, egal, was sie denkt oder sagt über mich, ich bin verantwortlich für mein eigenes Leben. Und kleine Sachen können eine grosse Wirkung haben. Ich bin in der Vorbereitung über ein Zitat gestolpert von einem amerikanischen Pastor, der sich fest mit diesen Gewohnheiten auseinandersetzt. Und er hat etwas Spannendes gesagt. Und leider ist es im Englischen ein bisschen cooler, als es in der deutschen Übersetzung ist. Aber ich habe gedacht, ich kann uns mega helfen. Er sagt, following Jesus is not about trying really hard, but about training really hard. Wenn wir Jesus nachfolgen, geht es nicht darum, sich möglichst viel Mühe zu geben, sondern möglichst viel zu üben. Immer wieder neu anzufangen. Und so wollen wir dich mit dieser Serie motivieren. Einen ehrlichen Blick auf dein Leben zu werfen. Zu schauen, wo die schönen Seiten sind und wo das Potenzial hat zum Wachsen. Und Schritte zu übernehmen und zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mein Leben, für mein Denken, für mein Handeln, für mein Sein. Mit kleinen Schritten im Alltag. Noch ein bisschen Selbstfürsorge. Sich einmal etwas gönnen. Weil Gott sich freut daran, wenn es uns gut geht. Körperlich, seelisch und geistlich. So will ich beten zum Schluss. Allmächtiger Gott, ich danke dir für das Leben, das du uns geschenkt hast. Das ist ein unglaubliches Geschenk mit einem extremen Potenzial. Hey, ich danke dir für all die guten Sachen, die ich in meinem Leben haben darf. Für meine Family, für die lieben Menschen um mich herum, für die Kirche, für die Sachen, die mir gut tun, die mir Freude machen. Für die Talente, die du mir geschenkt hast, die ich einbringen kann und sehen, wie sie mir Freude machen und wie sie anderen Freude machen. Jesus, ich will aber auch die schwierigen Seiten von meinem Leben nicht ausblenden und nicht die Augen davor zumachen, dass nicht alles perfekt ist in meinem Leben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir hilfst, tagtäglich, dann, wenn es niemand sieht oder nur die engsten Leute, in den Spiegel hinein zu schauen und zu sehen, wo es dran ist, Verantwortung zu übernehmen. Jesus, ich bitte für mich und für alle anderen Drückenberger da rein, dass du uns hilfst, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Dass wir nicht in den Spiegel schauen und einfach wieder weglaufen und so tun, als hätten wir nichts gesehen. Sondern dass wir mit deiner Hilfe, mit
mit deiner Kraft, mit deiner Unterstützung. Du bist der beides in unserem Leben hinein vollbringt. Das Willen und die Kraft, das auch durchzuziehen. Durch deinen Geist wirkst du an unserem Herzen, an unserem Leben, an unserem ganzen Sein. Hilf uns, die kleinen Schritte im Alltag zu tun. Die kleinen Schritte, die so eine grosse Wirkung haben können. Hilf uns selber gut zu schauen. In all diesen verschiedenen Aspekten, in denen wir drinstehen. Und so bitte ich dich, dass du redest zu jedem Einzelnen von uns. Das ist ein individueller Trainingsplan. Nicht für alle gleich. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du redest zu uns, wo das es dran ist, in den nächsten Tagen und Wochen einen Schwerpunkt drauf zu legen. Dass du uns daran erinnerst, wenn wir es drohen zu vergessen. Und dass du uns Kraft gibst, es im Alltag umzusetzen. Vor allem, dass du uns ein gnädiges Herz mit viel Barmherzigkeit gibst, wenn es uns nicht gelingt. Dass wir nicht den Battle hier anrühren und sagen, jetzt geben wir auf. Sondern dass du uns hilfst, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Das sind die kleinen Schritte, die eine grosse Wirkung haben. Amen. Und vielleicht merkst du, wie schwer es manchmal sein kann, das umzusetzen im Alltag und im Leben. Und wir haben Leute, die gerne mit dir beten, die gerne mit dir zusammen versuchen anzudocken an die Quellen des Lebens, die in uns das bewirkt, was wir selber nicht können. Und darum, wenn du möchtest, darfst du gerne den Park Arena da rüberkommen, zu unserem Ministry-Team. Auch wenn du ein anderes Anliegen hast und du krank bist und möchtest, dass jemand mit dir um Heilung betet oder sonst etwas, was dich beschäftigt, bist du herzlich eingeladen, zum kommen. Und wenn du daheim bist und über Livestream zuschaust, dann darfst du gerne auf den Knopf drücken, dort «Lass für dich beten». Und wir haben auch ein Team, das gerne so online mit dir Kontakt aufnimmt und betet. Und sonst möchte ich dich einladen. Die Zeit vom Gottesdienst soll so eine Zeit sein, wo wir uns innerlich ausrichten, wo wir die Verbindung mit Gott suchen und wo er uns gut tun kann. Darum heisst es ja Gottesdienst. Wir dienen Gott und Gott dient uns. Das ist das Geheimnis.